bei einer Episode von Comedy Luxemburgs Finest Metal Podcast. Mam Pete und mam Gihil. Bonjour. Guten Morgen. Guten Abend. Comment c'est? An? Ma, wunderprächtig. Wunderprächtig. Alterem, awkward gefangen. Kann nicht lohnen. Traditionen. Aber dir? Ja. Traditionen Ja, beibehalten. Du sagst. Egal, wie wir das machen, wir machen Nee. nicht gut. Mir war. Wir meinen nicht gut. Und na, wahrscheinlich nicht den Leuten gefallen. Alles gefällt auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, mir geht es gut. Aber dir, was sollen sie an Piethausen? Ja, das ist alles pittig, alles fittig und noch Bits ein bisschen. Fertig auch, ne? Ja, ja, das sowieso. ist alles Das fertig. sowieso. Das brauche ich nicht zu erwähnen. Fertig, Vor allem, Fritten. ich zu gucken. Ah, das tut ich nicht gesagt, das hast du gesagt. Nee, mal kein Bild an den Mund, wo ich nicht gesagt Nee, ich weiß. Wir haben halt gesagt, wir schwätzen über das Prinzip von fertigen Fritten. Und, nee, das ist nicht der Grund, wieso wir hier sind. Wir haben gesagt, wir gehen auf eine andere Moment Kategorie zurück, wo wir schon angefangen haben und wir schon über das Favoriten, also Favorit-Bassisten geschwärzt. Da gehen wir direkt bei Konterinstrument, und zwar die famose elektrische Gitarre, also uns Top 5 aktuellen natürlich Gitarristen, die es im Moment gibt. Voilà, das vielleicht prägnanteste Instrument am Metal. Also das erste Instrument, was ich normalerweise an den Kopf könnt, wenn du an den Metal denkst. So. Ja, Das das war gut viel Geräusch mischt an, teilweise als Neues klarifiziert geht. Ne? Voilà, so mit der Distorsion dran. Ich gebe so, in der heutigen Edition passt du noch ein bisschen mehr kinnig wie ich. Ich meine, ich hatte ein bisschen Probleme auf den Top 5 Zigarrenkinig. Wie nicht? Wir nicht, ja. Ja. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt, wenn wir nicht zusammensetzen, muss ich so, weil ich habe nie so Gedanken gemacht über die Lieblingsgitarristen. Und für habe ich ein bisschen gebraucht, für so einen Top 5 zusammen zu kriegen. Aber ich meine, du, den selber Gitarre ewig spielst, ich meine, den Ja. wird du schon am seinen Favoriten am Kopf gehabt, kannst du mir vorstellen. Zum Teil, also ich denke noch, dass so Lüchte wie mir so machen, dass wenn wir die gingen an 2 Uhr machen, da wäre es wahrscheinlich romanisch, das geil. Ich meine, Ja. das passt mir das schon vor, also wie du siehst, weil ich selber Gitarre spielen, habe ich immer so meine Legende, wo ich abgucke, wo ich so, oh, die da haben mich geprägt, oder die da fand ich im Moment einfach genial. Und wie wir auch gerade für du noch nicht abgeholt, wie wir für du gesagt haben, mir noch sicher Legenden vergiss, wie irgendwie Malmsteen, Steve Vai oder wie sie auch immer von all den virtuosen John Häschen. Petrucci und so, Genau, ja. Richie Blackmore oder den Jimmy Page, gell? Das sind ja aber auch Ja, richtig schlimm, ja. auch wie Gitarristen, die auch teilweise den Metal geprägt haben. Mit das machen wir wahrscheinlich in einer zweiten Etappe irgendwann demnächst. Aber ja, ich schon die immer, es war die so am Hanna Cup, verschiedene orientieren ich mich schon, weil ich einfach fand, dass sie innovativ sind und eine komplett neue Idee tun für Gitarristen generell oder andere, wo einfach legendär sind oder andere, weil ich doch so okay, da das der Stil von Gitarre, wo ich zum Beispiel will no ärmen und nur wie möglich Stroh kommen. Ja, das ist auch verständlich. Ja. Ja, dann gebe ich so ein fang du an. Da fängt ich an. Naja, op Menger Platz 5 an das ist natürlich kein einfach Platz auch weil ich kennt da viel mehr nennen wie heute natürlich stehen. Es sind mat Judas Priest Großkin zum Deel ne an schon do immer op den Glenn Tipton Rob geguckt den Gitarrist Mam KK Downing von Judas Priest schon dat immer genial von doch haut nach wat Judas Priest generell mischt aktuell ich weiß nicht ob er weiterhin tut weil hier noch mat Parkin so diagnostiziert ginas Also, an der KK Downing nach für enger Zeit von Judas Priest fortgegangen an seg ege Priest Shin gemäht. Ja, Glenn Tipton als absolut genial und ich fand noch der State 2 an der tust net oft wo sech bei Metalbands sind 2 Gitarristen wo ich wirklich organzen an da muss ich schon das bei hinnen dass der irgendwie so auch van zum Live-Video gucks wat die 2 do auflieferen war Glenn Tipton an der KK Down und immer die Rollen bisschen in an hier geschmasse du kannst nicht so in der Däner sind Rhythmusgitarrist und dann also Liedgitarrist die 2 hun bisschen alles gemäht irgendwie halt seit Stil an Sänger Prosch immer am liebsten
kann ich verstoen ich weiß auch dass du größte Priest Fan bist ich selber sind auch ein an ja das ist natürlich ein stilprägende Gitarrist gewircht erst nach immer an spengen viel hunchte no auch in grö Scheif von him geschnitten denken ich auch ja denken ich auch viel anderer Gitarristen geprägt ich was ziemlich sicher ja was hast du dann Dinger 5 Jung ich dann schon schaffen ich butcheren den Numm net viel ist net 100% sicher wie ausschwärz schon den Mohammed Swissmas den bekannt aus an der Band Necrophagist Deutsch Death Metal Band absoluten ja soll ich so entsprengen wie Necrophagist kennt das all die Tech Death Bands die nur kommen sind hunch hinnen orientiert gehabt am Verkeso Müll wie hier in die Zeit gewircht noch haut von für Albumen lauscht dran denkst da immer so wow du könntest noch viel Gitarristen eng Scheift von der Uhr schneiden weil du kommt da viel der Thron definitiv net ich denke dick viel Abend gefloss also hier in Fionalem jemand Necker vergisst just 2 Alben gell gemet hun an leider hast du nie mehr Snow kommen ich weiß net nach aktiv was nee leider net an soweit ich weiß mischt hier noch mischt hier kein Musik mehr hue den normalen Job als Mechaniker what the hell das mir krass ja ultra krass und ich habe normalerweise mirlich gesagt gehabt aber eben gerade weil ja just 2 offiziell Album von Neck vergisst gehen an dann nicht bekommen hast ja nicht so viel von da kann schwätzen nicht wirklich aber ja eben wann die 2 Alben lauscht hat das schon wow geil also je noch bestil weil wann ich gucken we hier hast du dann noch Sänger ne zu dem Zeitpunkt noch ja genau hier hört mich still weil es mega krass und den Chuck hat geil Chuck Schuldiner geil Sänger also ja ugehensweise face Instrument kannst quälen an ausbeuten bis zum geht nicht mehr egal ja sie Griff hat dabei geld das du brüst dat fanre gell definitiv ja davon musst du definitiv Musikstheorie gemäht für selbst hinskriegen also ich krieg nicht versprechen ohne sie gebe dose Bands wie Archspire oder Infinite Annihilator haut net gehen gell nee sicher nicht ja hier war ein Vierreiter vom Genre gell definitiv gell? Ja ein Viertel nach schon so Bands wie Suffocation oder Nile oder Dying Feet so am Death Metal mit der war schon dat hast richtigen Takte das war nimme sowas gell ja so Alien Noises wie Heinz zu verschiedenen Leuten beschreiben noch viele klassische Elemente drauf also von der klassischer Musik von Beethoven und so aber so viel mal drageflossen an sei Stil ja dann ging so ein Feiertplatz schon bei mir ne ich kann zählen ich kann bis feiert zählen wow nice. Ja nach wo wichtig ist wo auch der Genre an auch Instrument us teilweise neu matt definiert an den letzten 6-7 Joer vielleicht so gebaut singen ich weiß nicht wie lange es gött mir ich weiß nicht keine Ahnung wie den Mann dem Mam Daum spielt den Tosin Abassi von Animals as Leaders ein absolut Monster wat Animals as Leaders ma Javier natürlich auch den zweite Gitarrist von denen wo du wirklich so wat gëtt man net an der Metalmusik an wie können man de Metal oder Eismusik nach méi progressiv méi jazzig méi avantgarde alles wie et ass méi alles leng schmengen eng witzeg anekdot den Tosin huet decklang mat Ibanez Gitarres gespielt an huet doch do spezifisch Modelle gefrot weil hin begeer mat 8 ne 8 gëste der 8 Seite gëste der Gitter viel méi Dynamiker viel méi Note natierleg an auch viel méi Meigkete fir kënnen Gitter schwätzen ze lossen. Wie Ibanez dat geliefert huet, war zwar nie ganz zufrieden, dat einfach gesot ech mal einfach még egen
még ege Firma op an produzéiere Gitarren an. Dat sinn och alles Stecker, wo am netg se spezifischen Modeller Shape vum Gitarrbody an. So wann se guckst git da weißt du ja okay, dat du hast definitiv dat du hast Animals als Lieder, du hast 1000 ja, das heißt Stil, das ich war ball Punkt und ganz ehrlich, weil als schmengen all die Gitarristen derbausen die Heilo als null und der wisst wie der das mat Equipment kaffe ge das wie das schlimmer wie Amazon ge all Mo denk Pedal an all 3 Mä denk na Gitter ab du brauchst Sänger an an ich hat auch schon ball, weil ich einfach so genial gut fand ich gesinn mich net mat op lang Dauer spielen, weil gönnet da das was ich wollte mat machen. So verstohlen will einfach hun weil ich kann verstohlen kein andere Grund gesagt man dumm spielen also hat wirklich so was gemeint gist den Klack mega weird halen Sänger und also et ginn definitiv Lieder wo just man dumm spielt et ginn natürlich auch krass mich schnell Lieder wo en Deelweis auf der Plack hält mir schmengen 90% vun oder 90% spielt hier net nimme man dumm mat der ganze Hand ge an das wo wann ze se Daum guckst wie CD kann dir ble das ultra weird kein gesinn schmengen wann ze bei him Playthrough gucks an do fokussieren se sich da noch bis méi op Hand wat ze man ge das das schon weird stuff ge hier me staat wisst wie wann dat neicht wäre. Ja, das definitiv auch virtuose so. Ich wollte auch im Moment am Englischlen froh dass du gemacht kann man so über schwätzen weil er verdingt definitiv eng Stimme und dem Episode ich denke weil du bist ich will so eine Problematik war weil man ja nach will so vielleicht eng virtuose Episode zu machen also hier ging definitiv auch du rappassen an doch Deelweis von allen Zeitschriften an so von den letzten Jahren. Jen ass mittlerweile mat bei den Größen dabei John Petrucci, Steve Wire wie auch gell. Ich denke dass mat Animals Lieder hue den aber definitiv nach immer sei Fos an dem avantgardischen Metal, wo auch schon bei Genre am as sie machen dafür heile verdingt yes meier Platz feier den Jari MNP du den Herr MNP Münen Vergangenheit relativ oft negativ über Winterson geschwar und ich mein, da braucht man nicht denke abzugreifen aber du von der aufgesehen aus die Jahre MNP verdammt gute Gitarrist gell? Das ist richtig also ja doch das generell niemands guten Musiker weil auch den Mastermind Winterson hier komponiert alles und schreibt alles an das schon du geht doch schon viel los an dem Kopf gell ist nicht gerade den fleißigsten so das ist schon zu viel negativ ne hallo das lehne ich auch mein Pfefferkehr bei nee komm schon voilà, ich mein, du Winterson schon lang 4 mir gelauscht hat gehabt du auch schmengen das wahrscheinlich auch für dich Lust das ist nicht an Menge nicht hin bis gewundert also es so mal so hier nur definitiv ein Platz an Top 5 verdenkt an das bei mir einfach als Prinzip nicht dran weil ich die letzten 20 Jahre so nicht mal wie Winterson lauscht drin an Verzweiflung ist groß dat mischten aller lange zeigen schlechte Gitarrist an Deelweis auch zu einem gute Sänger obwohl ich aber ehrlich muss so wann ich lo gucken für allem hier Live-Auftritte an den letzten Jahren ich ging mich freuen weil mir hun auch schon live gesehen je nicht einfach mehr gefiel als Gitarrist wie als Sänger das mehr gefiel hat sich einfach Gitarrist nach dabei geholt gehabt für dat sich live mehr auf der Gesang kann konzentrieren was kann verstohlen kannst natürlich auch viel aus mir kind recht ich mein, du hast sie live gesehen gehabt auch wo hier Gitarre gespielt wird wo ist live gesehen und das war zu Saarbrücken das war schon Zeitmengen genau du hatten ja schon hat kein Gitarre mehr gespielt auf der Bühne ich fand das schuld weil
was du guckst ihren echten Album gell also den self-titled Winter Sun Album als du hast ja just hier an der Kai wo dat ganz opgeholt an den Album als prinzipiell dass du alles von ihm gemäht geil also Drums mehr ich fand bisschen schuld dass das an ich hoffe engerseits wirke dass du die ganze Clash du bei Winter Sun am Gangen hast dass du vielleicht ein bisschen mehr zumindest so an der Produktion ein bisschen mehr und Gitter greift weil ich fand wäre auch wasted von hier seht nee ich spiele einfach gut kein Gitter mehr weil Fans wird ein bisschen geschockt geil dem Moment ja kann so verstehen natürlich ja ich meine, wenn du den Album lauscht also lenkt solo gell die sind ja absolut göttlich ja top auch ich meine, so just top yeah. besten Winter Sun Solo aus Death and the Healing gell ja und das ist auch den klassischen Aspekt an wirklich dass ich sowieso auf meinen Platz 3 kommen weil empfangen schummisch geht also ich hatte 2 verschiedene Liste gemäht weil ich mir nicht sicher war wen ich auf die Drittplatz ging machen und so spontan aber weil ich muss so weil man darüber schwatzen so et mecht meisen vum Mengepoint de vue als den an die Lëcht ze man wie den woch eigentlich wollte Dr man. Also kom ich einfach zu ménger dritter Platz an még Drittplatz geht den Luca Turilli von Rhapsody. Wenn man schon mal dem klassische Virtuos so sinn, dass ja auch eng Band mat der ich ziemlich freier Kontakt kom sinn mat eng von denen nächten hier wann de lo kannst de Gesange wäschlossen. Weil der Gesang ist repetitiv bei Rhapsody, ich meine, das wird Rhapsody nie ausgemäht. Hier war den, wo sing Erzählweise wie ein Gitarre als neoklassisch Gitarre am Anfang trägt wird an wirklich auch viel klassische Stücke mit drauf wird von Paganini oder Weise auch Alheischen, gell. Keine Ahnung, ich kann heute nach Rhapsody wirklich auch do hinterlässt und hauptsächlich finde die Gitarre Passage nach für de Solo ich meine das am Power Metal sie Solen must an sing Solo sind auch immer köstlich gell kann ich verstehen es sind keine größere Webs die Lauschterer vom Balgonet wir können nicht allzu viele zu soen aber es kleben da ja das ist gut dass du mal lebst ich kleben der auch kleben da einfach ich meine wann ich wie gesagt die andere Person wo ich am Anfang tritt ich war mir nicht ganz sicher an die zwei Spalten am Anfang alles weil es gut nicht mit dem anderen zu dienen mir aber irgendwo fand ich da Proschen wie sie hier für mir solo gestalten natürlich an Teilweise auch wisst ihr das kein Bullshit rundherum das einfach voilà ich spiele solo vielleicht sogar 2-3 am Lied das ist mir ganz egal und das war den Henrik Den Haag von Evergrey wo auch so ein ähnlich zwar ein aggressiv uweis hört mir das auch so ein englisch Approach da war ich mir nicht ganz sicher wünscht oder lang mein Background muss ich den Turilli holen dafür das so du mal was tust du Dinger 3 nicht mehr 3 schon eure Klassiker ich wollte man in von der aller Show mal drauf bringen und das wäre kein anderen wie den was dem alles so gefangen hört den Tony Iommi von Black Sabbath immer schöne Schnauz ja weil er schöne Schnauz haut nach immer schöne Mann Bild von einem Mann absolut ja gehalten für sein Alter ne gehalten ja wat je ausmecht men hat am Alter vor 17 Joer een Accident gehabt hat je do zu Birmingham mir nach Birmingham an einer Fabrik geschafft an du hat en 2 Fangergruppe verlöert die vom Mittelfanger und die vom Rangfanger an dat huet sein Gitterstil wie gespielt huet natürlich extrem verändert gehabt ne an gut sech so eng Art Prothes für se Fanger gemacht weil de Mutter können ze spielen an dat natürlich doch Gitter natürlich davon bis mir aufgedreht gehen aber wird an den heavy Daven Sound ja voilà das kreiert gehabt und ja weil hat recht das Geschichte gewiss ja absolut ich meine wie du siehst Martin da so gefangen an schon mich war dem uns bei hindische Kap gegangen hast wen sing ich Sache komponiert oder noch dann sing echt ja den echten Verstärker hat wo en Distorsion op den Maximum gedreht wird war ja ganz am Umfang wann sie eng Blues and Jazz Band gewircht ja
dat auch ultra weird ist, gell? Und dann kommt die Veränderung und voilà. Meier Fi allem so weil ja keine Ahnung so du spielst dat dick lang und dann so wat ist der Knäpchen do und dann trägst du da drauf dann boah, das klingt dick Müll und dann gehst du mal Gas und dann definierst du eine ganz Generation oder vielleicht sogar schon 2 Generationen von Metalheads, gell? Das Ja, ist total wahnsinnig. Gedauert wird. Ja. Das ist schon verreckt. Das ist schon und dafür auch als Black Sabbath Fan absolut muss für eine Menge Lust. Ja, verstehe ich. Gehe ich da auch recht. Ich meine, das sind noch Martinen groß gehen, aber nicht so viel wie mit Priest. Dafür hast du noch bei mir nicht an der Lust dran. Obwohl er natürlich definitiv auf alle Lust gehören muss. Gell? Ja. Dafür sind ich umso froh, dass du ihn dran gemäht hast. Ja, da kommen wir schon bei meinem Silberplatz, wo ich empfangen entweder dem einen oder dem Amerika gehen. Weil das auch eine Band ist, wo mich in den letzten Jahren ziemlich frustriert gedauert hat, weil ich es einfach nicht hinkriege, was zu machen. Weil es technisch auch immer bei einem total verrückten Level ist. Sie sind noch definitiv dafür bekannt und so noch definitiv sich von Necrophagisto Sachen aufgeguckt und schwätze von Mike Lowe, von Malcolm Puck, von Inferi, wo ich meine, schon all Playthroughs geguckt, also ich kann all hier Alben, alles was zu machen und das ist mir ein Rätsel, gell? Weißt du, kannst so Passagen schreiben, für allem teilweise an so Vitessen. Das ist nicht zu vergleichen mit Archspire zum Beispiel, wo nach ein total anderer Approach schon. Ja, da ist richtig nice Melodic Death Tech Metal von der, ich will nicht so von der modernen Schiene kannst du definitiv nennen. Sie sind Heroes, gell? Mir das unmöglich Sachen nicht spielen, gell? Also für mich auf jeden Fall. Ja, ich weiß, du hörst ja doch besser raus wie ich mit der Gitarre und so. Ja. Ich kann dann nicht so, aber ich kann schon so, dass es komplex ist oder nicht, aber du hörst dann besser wie ich. Und schon von Inferi schon das 2 Albummenschen, ich von ihnen gelauscht gehabt und sie haben wirklich extrem ihren Stil von Tactical Death Metal ist extrem angenehm zu lauschen, auch wenn es gesagt ist, dass immens viel Melodie auch bei hinten dran und das modern definitiv an die modernen Sport von Extreme Metal kannst du so ne? Und ja, ich kann verstehen, dass da so höchst gesagt ist. Ich war ein bisschen unerwartet für mich. Ich habe von nicht können so, was du gibst so höchst setzen. Ich kann das kann nicht verstehen. Wisst du immer so, also was mich bei ihnen so verwundert wird, wie auch bei meiner Platz 1, was mich schon haut noch immer verwundert, aber bei ihnen, bei Inferi, also einfach das, sie haben auch immer Gitarren mit 6 Seiten an. Das aber haut zu der so, dass es gibt immer mehr Seiten, mehr schwarz von 7 Seiten, 8 Seiten, 9 Seiten, jedenfalls. Da fand ich das immer so mehr cool, dass die das wirklich, also die massakrieren, das Instrument nicht mehr geht, gell? Und dann werde ich mich mehr am Anfang mit Inferi befasst und mehr im Detail geguckt und echt mal natürlich wie sie spielen und ich fand doch mega cool eben weil sie einen gewissen Black Dahlia Mörder Flair haben, gell? Ja. Das wie von Black Dahlia Mörder gegen Tagman, da ging wahrscheinlich so plus minus so unhören, so das mein wohl Approach so. Ja, doch, da tut da recht, ja. Und dafür fand ich immer so mega cool, dass das nicht das E-Gitarrist besser als wie den anderen, wie die zwei, die geheim sich durch Sachen entgehen. Ja, sehr ergänzt sich auch. Ja, und das ist auch mit der Grund, wieso ich die zwei drauf gesagt habe, weil es wäre unfair für just den Mike Lowe drauf zu setzen. Also ich spiele an nach viel anderen Bands, gell. Aber an all Bands, wo sie sind, also ich meine just der Malcolm spielt in einer anderen Band, der Bass, mit dem Mike spielt überall Gitarre an. Der schreibt Sachen, wo ich mal so, wie viel Zeit hast du damit verbracht, für das so echt mal zu schreiben? Und all eine kleine Anekdote, ich meine den Dean Lamb von Archspire, hat auch seinen eigenen Channel, wo er dann 4 Levels of Death Metal mit seiner Frau probiert zu spielen. Inferi als Matt eng von den Bands, wo sie einfach kapituliert tun, gell? Weil so, nee, vergiss es, das kann kein spielen, gell? Also, ja. Das ist ein herrliches Video. Sind 2 Mal haben sie Inferi probiert und 2 Mal haben sie gesagt, nee, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Gerade hier, den ja auch krass. Das ist krass. Ja, ich meine, okay, Archspire ist verdammt schnell, da fand ich mal 24 BPM, das ist komplett anders, das, gell?
das ist ganz anderes Stil, obwohl beides Takte, das ist komplett ein anderes Stil. So. Ja, das mehr, wie man so gegen so Metronom ummachen, gell? Das ist aber so, ich finde es so repetitiv, aber Archspire kannst du so ein bisschen vergleichen mit Meshuggah, weißt du, das ist noch nicht ultra krass komplex, das ist just progressiv abgebaut und das lässt wird komplex wirken. Im Endeffekt ist es just verdammt schnell. Okay. Teilweise nicht, ich will nicht so unmöglich, aber das ist einfach verdammt schnell. Also so soll man sein Downpicking vom Dean, das kriegt kein hin außer hier, gell? An den anderen an Archspire, gell? Aber Archspire ist wirklich eine Kategorie nach für sich, ging es so. Ja. Auch ein wirklich ein Erwähnungsband, auch den Dean ist definitiv auch der erwähnenswert gewesen für die Zeit. Ja. Aber ja, da kommen wir zu Dingen. Number 2. Ja, da habe ich dann auch eine Legende, Chuck Schuldiner, der Godfather of Death Metal, so nicht mal, ein Lead-Gitarrist und Sänger von Death. Ja, das ist so, obwohl hier und sich nicht, ich meine, keine Musiktheorie kannt gehabt. Ich weiß auch nicht, ob hier wirklich eine Musikschule gewirrscht war. Ich meine, das zweite Schwester das mir ich selber beibracht gehabt. Das ist schon laut genug. Und ja, voilà, das, was dann gemacht wird, ich meine, die ersten Albumen von Death, da war wirklich so straight Death Metal, kannst du so. Yeah. Obwohl dann nicht vergleichbar war mit Morbid Angel oder mit Cannibal Corpse, weil sie hatten nie Blastbeats dran oder so. Sie waren nie ultra schnell, sie waren einfach stylisch an groovig in einer gewissen Art und Weise. Ja, verdammt progressiv, geil. Das war die späte Album gekommen, so ab Human war ja krass ein progressives Album gewesen, ne? Ja, Symbolic war darum mehr melodisch gewesen, war immens auflösungsreich Gitarrist gewesen, leider viel zu viel frei früher ist gegangen. Ja, leider ja. Ja, nee, ich kann da just recht gehen, also wenn den Chuck nicht kann apprécieren, den definitiv etwas verpasst an der Metal-Szene, und auch an Gitarristen sind. Ne? Ja, ich meine, doch viel Gitarristen geprägt gehabt. Ne? Ja, ich meine, damit kann ich das schon aufschließen. Ne? Ja. Rest in Peace, Chuck, ne? Ging es so. Absolut, ne? Ja. Naja, dann sind wir schon bei der End angekommen, aber meine End hat dich wahrscheinlich nicht wirklich verwundert. Ging es so. Ja. Es sind großen Sylosis-Fan von der ersten Stunde. Und der Sylosis-Lead-Gitarrist, zwar später hin Lead-Gitarrist gehen, den Josh Middleton, das Menge Mod von den most underrated Guitarists und generell eine mega underrated Band, wo eine gewisse Form von, so genannt gehen als New Wave of Thrash Metal, als sie genannt gehen, weil Sylosis nie wirklich Metalcore war, und aber auch nie wirklich Thrash Metal. Das ist aber auch kein Melodic Death, das ist irgendwo so dazwischen. Und was mich bei ihnen fasziniert, noch bei Sylosis und noch bei ihm, sie spielen teilweise noch immer als Standard E-Tuning. Und das ist etwas, was Hautball Chemie mischt. Und das muss ich als Gitarrist einfach so ein Chapeau, gell? Wenn du kannst Riff schreiben nach am Jahr 2020, den mindestens genauso hart oder so heavy ist, wie verschiedene andere Sachen, wo schon Drop F oder wie sie alle mal heißen. Das verdient dann irgendwo so Respekt. So, wie weit soll ich, und ich habe schon ein paar Interviews von ihm geguckt, so wie weit soll ich aufgehen, wenn ich noch nicht alles entdeckt habe, was geht da mit 6 Seiten dann an dem Fall an am Standard E-Tuning kann liefern. Und ich fand das Spiel aber als genial gut. Ich noch selber, kann ich ganz voller Stolz behaupten, ich noch Signature LTD hängen, das ist auch kein Zufall, gell? Und natürlich, ich spiele dann so Bands, wenn du Sylosis guckst, das wirklich die technische Approche, wo hier noch wahrscheinlich all sehr Können kann preisgehen. Architects, also leider nicht so, weil Architects komplett etwas Ernstes mittlerweile ist und auch nicht mehr das möchte, was sie früher machen, gell? Aber voilà. Sylosis verdient Nummer 1 mit Josh Middleton für mich. Kann ich auch verstehen bei dir. Ja. Kommen wir zu meiner Platz 1. Also gesagt, Sylosis ist eine von deinen Lieblingsbands. Titan ist eine von meinen Lieblingsbands. Und da kommen wir bei dem Mikael Ackerfeld von Opeth.
Liedgitarrist als Sänger von der Band Grund ich mein, war okay Liedgitarrist Gründungsmember gewicht pardon nee nicht mir das ist schlimm ich meine sie sind sich darüber bisschen an hier geschmaß so wie meinst du ma aktuell as lo net Liedgitarrist me den anderen als Liedgitarrist an hin huet welle noch Biolo awer singt an dat war op den echten Album nach ernstcht das mit war och wie du sest Ja. net Gründungsmember mengen nicht ja ne ganz am Anfang net ja stimmt effektiv den letzten Album war hier net Liedgitarrist ja das effektiv war ja mit das immerhin aber an der gute Gitarrist gell. ja spengen immens auflösungsreich dat wat spielt an kompliziert Zeitsignaturen ja sing Wirselen von Lewis op Heavy an Groovy gell, dat ist immens prägnant an ja wow wow Ope frappt mech ëmmer vum Stuhl och haut nach egal wie oft es lauschteen egal mat wat an sein Gitterspiel geiert oder dief aspektiv mat Grund fir wie se dat so assen. ja dat kann ich absolut nur verzeihen wat auch bei dir schmengen op seg Band wo man lo an den lechte Jo gucken wo mir auch generell Konzer gucke gehen an noch wo man Sachen entgehenkeit und dass man denkt von den Bands für dich meng am mechte geprecht huet lo an Dinger Metalkarriere mengen ich Ja kann ich so ja wie wundert mich net dass der Mike Michael bei der op der echter Platz irgendwie wundert bestimmt net gut net gell ja noch als Sänger noch als Sänger ja top und du gebe schon an enger Top-Sänger gebe ich noch ziemlich viel weit setzen so. ja de Problem werde ich wahrscheinlich mam Josh och hunn ja, dat gesinn wir davon zu das Sänger aus kompliziert mengen ich fir du englisch zu machen nach mich schwer ge na ich mein schon Sänger das schon am Kopf so okay aber da muss ich noch ein bisschen ménger knöchle englisch bei den Sommeren mein ich finde ich auch schon so dat mecht ungefähr okay ja dazu kommen nach ich mein Bassisten das mat Gitarristen durchgeholt eng Drums an Vocalists kommen nach vielleicht nach andere Instrumente wie wies ja ho die Gold kann man die wat Hurdy-Gurdy da gibt net so viel da gibt net so viel kann se direkt Dana Murphy von X in Elevati Sommeretz Elevati ja ich kann net opkom Stress ja wat immer nach von Instrumenter Synthesizer wär och wär schon mal wichtig ja mal Children of Bottom an zum Beispiel so ja wichtig an de von Dream Theater also net de Vocaliste wohl verstanden nee ja das der einzige von Dream Theater den näherens erwähnt für das nee net wirklich das war es fuch nie verstanden gell so wirklich mat dem ich bis so geschwar hun as Dream Theater ist cool me ich gi net am Gesang waren gell ich mein das verschiedene selber 90% von den Leuten so selwicht so mehr ja dat ja zumindest ass dat Eismenung dats wir vielleicht in derbausen den Ultra Dream Theater mat der kompletter Besetzung gut fënd dat das auch gut gewi ja ich hoffe doch scheiß für hier ja das net ist dat ze bestreiten ja mir hunn sicherlich Gitarriste vergiers sind da viel zu viel Sal zu nennen dat heißt sind alles aktuell an dummer tummeret och schon gepackt hi Comedy Wahnsinn an ich ging so ein Pit mir heieren als geschön heieren absolut Monsieur Dam merci für Neulausterin yes und bis die nächste Keier bis geschwoen Olé au revoir Eddie